Geht da schon was? Hallo? 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 Hä? 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 Geht da was? Hallo? 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 Na, Moment, besser, die bessere Version. Na. Sieh's Brudi, küsst die Bondscheiben. De 5 TE von unten weiß Aguade is hahaha. Brudi muss los. Nein! Servus, wir sind wieder am Start. Hashtag Netti, Hashtag Shisha. Nette! Flo! Hab ich Biergarten, muss nicht Tag, Montag, 20 Uhr, Florian, ich sag eh nix, ich sag nur Merci, küsst deine Bandscheibe. Wir geben uns ein Bandscheibenfest, okay? Das ist die neue Shit, Alter. Das ist der neue Shit. Wer war der andere nicht? Der Hinschebauer. Merci, Janis, merci. Kennst du Massing oder Eckenfein? Ich kenn beides. Also Eckenfein, ja, Eckenfein ist gar nicht so weit weg. Massing kann dir jetzt, wenn es mal Karten verfürst, liegt nicht direkt deuten, wo es ist, aber ich kenn Massing. Merci! Ruhe! Ich hab nicht mehr. Lauter Popo-Männer, aber das ist wieder der Werner Max. Der Bürger auf einen geilen Abend. Ich hoffe doch. Teil Nummer 5. Detroit Become Human. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin auch gespannt, ob wir langsam mal dem Ende nachkommen. Keine Ahnung. Da werde ich euch heute gegen Ende des Streams einmal fragen, wer es schon durch hat, wie weit das noch ist. Was ist denn? Herr Pick! Wo ist der? Wo ist der Bescheid? Bist das geworden? Mietsman! Wo hast du Bescheid? Hashtag Bestbestquat. Jetzt chillt's mal. Werner Max, Arni, Medwurst Kaiser, mit. Ah! Was ist denn los? Hat's einen Kurzarbeiterlohn gegeben, oder was? Fix Letten. Jetzt chillt's mal. Der Bürger auf dem geilen Abend. Das war doch gerade schon. Hä? Der Bürger, du Lichtgestalt dunkler Zeiten. Geh frei nie wieder drauf. Boa Stunden mit dir verbringen zu DÜRFM. Hashtag Pralinsquat. Und I see what you did there mit dem Betrag. Ja? Nur Leute aus den 90ern und der Anfangszeit wissen, was 1, 2, 3 sind bedeutet. Oder? Bürgerheit spät mal fertig. Das weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht, wie weit das wir sind. Ihr müsst am Schluss sagen, wie viele Kapitel das wir haben. Dann sehen wir schon. Ich muss seit dieser Woche wieder ganz regulär arbeiten. Deswegen kann ich nicht ohne Leute Zeit! Na, nix Aroa ist außen MID dem Glump und hier MID der qualitativen Unterhaltung. So, jetzt habe ich mein Mikrofon schon in den ersten 2 Minuten so viel gesagt. Nein, wir sollten da noch irgendwas jetzt. Hashtag Pavilion sagt Servus. Herr Pielmeier, merci! Passt schon, merci! Herr Jager! Nein, nix Ruhe ist, außer mit dem Club noch her mit der qualitativen Unterhaltung. Ja gut, ob die qualitative hoch ist, das müsst ihr selber entscheiden. Herr Jager, merci! Herr Passt schon, merci! Nice Stream am Wochenende, Hashtag Pavilion sagt's ja. Ja, der Pavilion hat sprichwörtlich, literally gesagt, hab ich und verdammter scheiß Pavillon, Alter. Oh, wer war das? Der Herr oder der Frau Tittensee? Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Wo steht das? Ich kann nicht den Chat schon lesen. Fix Mari. Jetzt in der Ruhe. Seiching. Merci. Kaunesty jetzt schaut zu Detroit Franc bis circa bei 50% bis 70%. Ja, okay. Ja, deswegen frage ich euch gegen Ende nochmal, aber ich glaube, dass wir heute nicht fertig werden. Eher nächsten Montag. Kapitel Gengenlach Ender Smiley mit kaltem Schweiß. Wie auch. What? Na, Alter, jetzt hat schön. What? Servus, mein Junge, grüß dich. Merci, Alter. Merci. Was soll ich sagen, Alter? Was chillt's einmal ein? Knie schauen. Bittchen, was ist da los? Herr Schulz! Herr Birger, der Online-Job ist kaputt. Rede mal mit deinen Leuten, was da los ist. Moment, wie? Mein Online-Job ist kaputt. Das ist eine Lüge, Alter. Cake is a lie. Er ist nicht kaputt. Es haben bloß Bandanas massiv ausverkauft. Leid. Paminger-Style. Merci, Alter. Servus, mein Junge, grüß dich, Österreich. Grüß an die Lieblingsnachbarn. Leid, was ist kaputt, Alter? Was ist kaputt, Alter? Heißt der 25. Es hat kein. Weiß nicht, wo kriegt sie einen Lohn? 3/4 nach einem Monat, was ist das? Christian Steiner bombt 10 Euro. DRE Bürger, du geiler Typ. Seit wann wird denn das vorgelesen? Auch noch? Herr Steiner, merci. Herr Grotzer, Leute schmeißen mit dem Geld der Bürger fragwürdig. Nein, das sagen wir jetzt nicht. Nein! Stop it!
Ich hab bei Detroit den Connor gekillt. Man kann einen Connor killen? Wehe, ihr spoilert's mich. Ich rasiere euch alle aus dem Leben, Alter. Leute, chillt's mal, was ist denn heute los schon wieder? Also, seriously, was ist denn los heute? Was ist das? Wo soll das hinführen? Ich kann gar nicht mehr sagen zu alle, weil ich gar nicht mehr mitkomme. Palming-Style, merci, ohne Scheiß. Ja, ganz aber auch an den Rest, Herr Grotzer, Leute schweißen geht richtig recht aus. Zeiching, merci, Bastro, merci, Stefan Jager, merci, Arni, merci und dann die ganzen YouTube-Leute. Mietsman, also für mich haben das ja letztes was bei dir im Shop gibt. Was? Latzal. Also 4. Im Prinzip sind sie ja Latzal. Latzal WOS bei dir im Shop IBD. Okay, ist da mal in den Online-Shop, kaufst du ein wenig Latzal. Leute, Dankeschön! Dankeschön! Hey Jodelmax, geht nicht, weiß ich nicht, schau mal. Ja, 2 Meter, 2, 3 Kapitel haben wir schon mal. A vom FO-Lohn XD. Schwarzgeld ist auch Form. Ja, vor allem da die das noch schreiben mit deinem echten anderen. Du Zipfe! Ich hab nichts damit zu tun, ich weiß von nichts, ich mag von nichts wissen, keine Ahnung. Dankeschön, Leute. Dankeschön, Leute, seriously, jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen rein. Habe ich dir an den Forest Squad, an den Little Beast, an den Price, an den Mike, an den Tufus, an den Dragon Lull, an den Mike 60, an den Timo Beck, an den Precklex, an den Pinnock, der Timo Beck hat noch was geschrieben, ich hab da in Detroit, den habe ich schon gelesen. Der Dragon Lull, an den Sideline Rich, an den Mike, an den Nightbot, den Christ Mabel, der kommt auch bloß, wenn ich einschalte. An den Zach ist er halt, an den Minz, an den Mozart, an die Lavo, an den Corby, an den Coffee Addict, an den Mozart, an den Leberkäse, an den Dr. Blaze. Was? Ich schmeiß, weil er mir Überstunden Einschaltungszeichen. Ja gut, dann hast du es da. Dann habe ich gewusst, Herr Medwaschkaiser, Regel Nummer 1 oder Phase 1, bei dir habe ich kein schlechtes Gewissen, weil ich ja der Annahme bin, du weißt, was du tust. Nummer 2, wenn du Überstunden schieben kannst, während der Corona-Krise, dann habe ich eher Mitleid, aber nicht wegen dem Geld. Ich um 19 Uhr schon gespendet habe. Da habe ich gesehen. Ja, habe ich gesehen. Mr. Netti, Mr. Hinschibau, habe ich gesehen. Habe ich gesehen, weil ich tatsächlich habe mich vorher in mein PayPal-Konto eingeloggt und sehe dann 1 Euro heute und denke mir so, hä? Du schmeißt den Bürger nicht so mit den Euros. Das tut doch weh. Wenn er so am Münzen trifft. Ja, schmeißt mit Scheine. Hashtag geldgeiler Wichser! Apropos geldgeiler Wichser. Ich hab tatsächlich, ohne nachzufragen, wichtig, Herr Tom Black, merci, ohne nachzufragen, habe ich von MMOGA endlich meinen Partnerlink gekriegt. Ich bin endlich Partner von MMOGA. Yay! Ja, das bin ich nehme normalerweise keinerlei Partnerschaft. Nur, das habe ich schon 100.000 Mal gesagt, aber da ich meine Spiele auch bei MMOGA kaufe, bin ich da nicht abgeneigt. Abgesehen davon, dass jetzt noch was Tolles kriegt, jetzt kriegt nicht bloß ich was, wenn ihr über den Link kauft, sondern ihr kriegt 3%. Das ist eine tolle Sache, oder? Ihr kriegt 3% Rabatt drauf und ich kriege einen kleinen Provisionsanteil, deswegen kostet euch das Spiel nicht mehr oder weniger. Ihr müsst bloß den Link in der Beschreibung nehmen, ihr könnt euch dann da drauf auf der Seite, egal was für Spiel kaufen. Ich habe ein bisschen was davon und ihr kriegt 3%. Voll geil, oder? Da habe ich mich gefreut drüber. Ja, da habe ich heute mal nachgeschaut, bam, ist der Link da drin. Bombengeil. Mr. Killer! Moment, wo ist die Babytröte? Wo? Oh, nein, du kriegst eine große Tröte. Rest in Peace, Mr. Headphone-User. RRT-Bürger wie WOA des Grün am Wochenend Kadettkiller und Wauzen möten sich denke. Zum Dienst Griers mal in Danny ist der andere Killer. Anderer Killer? Und ist gut, oder? Hoffe Wauzen 6. Und jetzt hoffe Wauzen 6 schon, weil sonst muss noch mal sein Fotzen halten. Und Fotzen heute Wichser! Chile Wichser. Herr Killer! Vergelt's gut, Leute. Servus aus der Schweiz. Es war so lange Ruhe. Weißt, der Schweizer wollte sich mit Mehrwertsteuer. Also sind es gerade 180. Alter, was soll ich noch sagen dazu? Sehr Bondness. Sehr Bondness. Brudi. What? Jetzt war ohne Scheiß. I'm serious, dude. Erst einmal. Ihr kann ich nicht mehr sagen wie, Alter. Neuer Name, dreistellig, 2 Euro. 100er an extra Sound Buidal im Chat LOL. Gibt's für 100 eigentlich einen extra Sound Beutel im Chat? Ja, jetzt weißt du das. Ja, den gibt's. Weil es ist ja doch schon mal vorgegeben, das ist zwar das letzte Mal, ist eine Zeit her. Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sehr bondmäßig, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, ruhig jetzt, können wir jetzt aufhören? Können wir jetzt bitte aufhören? Ja? Können wir jetzt bitte aufhören?
Oder 1 mit 2 0 ist einfach 2. Android Ja? im Hause als A-Virus am Schlauche Kappa. Was lieber ein Android im Haus als ein Virus am Schlauch? Herr Birgertroid, merci. Mietsman, merci. Corby, merci. Sehr Bondness, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ganz ehrlich, ein 100er ist zu viel, aber ich glaube auch nicht, dass du das erste Mal zuschaust, weil sonst darfst du keinen 100er nicht herwerfen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer, dass die Schweizer die geilsten Motherfucker sind, die umeinander rennen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie ich auf sowas reagieren soll, Alter. Vielen, vielen lieben Dank, aber es ist einfach zu krass. Es ist einfach zu krass, Alter. Fix Letten, Alter, ist einfach zu krass. Ich weiß, was sollst du da sagen, Alter? Hetsche, Alter, deinen Stundenlohn will ich auch 300 Euro in 10 Minuten. Das steht nicht, der erste Geil. Alter, deinen Stundenlohn will ich auch 300 Euro in 10 Minuten. Du kriegst einen Babyelefant. Netti, Hashtag Babyelefant für die Schweizer. So. Nein, Alter, jetzt ist einmal. Alter, was ist los mit euch? Heute auf CK-Burger schauen und auf im Kanape flacken schönste Montagabend. Was ist denn heute los? Beschäftigung. Ich weiß nicht, was los ist heute. Kannst du mir vielleicht erklären, was los ist? Das die Games. Das waren wieder 25 Euro. Was ist los mit euch? Wenn einer anfängt zum Eskalieren, müssen alle noch. Ich weiß nicht, springt sie. Heute auf CK-Burger schauen und auf im Kanape flacken schönste Montagabend. Beschäftigung. Leider, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass Donation Sounds jetzt aus sind. Wir sollten eigentlich schon seit 2 Minuten spielen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, das ist, ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was heute schon wieder kaputt gegangen ist, aber entweder haben die Leute flächendeckend die Nachricht gekriegt, dass Kurzarbeit vorbei ist, oder was weiß ich, was los ist. Von ganzem Herzen vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, was ich anders dazu sagen soll. Da haben Beträge dabei, das ist 2, besonders an den Schweizer! Fix! Und weiß es was ist. Ja, was soll ich noch sagen dazu? Ich weiß doch auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Danke. Ja? Von dem tiefsten Herzen Küsse ein Bonschein. Von oben bis unter jede. Ja? Weil es wurscht ist. Jede. Ja? Ist mir wurscht. Vielleicht kriegst du einen Bandscheibenkrebs von meinem Herpes in der Fotzen, was weiß ich. Aber das ist halt meine Art und Weise, Dankeschön zum Sagen. Dankeschön. So, Alex, mein letzter Euro, ich melde mich auch mal wieder zum Dienst mit meinem Hardgeld. Zu lange ist es her, damit dere meine Geldgeilheit gleich alles. Alex! Merci. Leute, jetzt chillt's. Jetzt ist er Ruhe. Ohne Scheiß, wir fangen jetzt zum Spiel an. Ja, heute ist schon wieder, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was heute gab. Mr. Bondness. Bitte. Please stop it. Please. Ich freue mich, Sie zu sehen. Schau dir so! Gespannt, was als nächstes passiert. Ja, ich bin auch gespannt, was als nächstes passiert. Weiß ich Ist nicht. Ihnen Schrödingers Katze ein Begriff? Scheiß auf Schrödingers Katz! Bis Sie entscheiden, was passiert, wird alles gleichzeitig passieren. Wie in Detroit. Ja, in Detroit passiert alles gleichzeitig. Das ist echt kranker Scheiß. Julia, Dankeschön. Hör mir jetzt auf, bitte. bitte, weil die Leute nur noch schmerzen und Herr Bondness ohne Scheiß. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Danke. Danke schön. Ihr müsst mich nicht mit Geld zu scheißen und mir zuzuschauen. Ihr müsst gar nichts. Es muss auch nichts kosten. Ja, es muss nichts kosten. Ich darf es auch machen mit. Wenn das nicht so. Bitte. Danke. Okay? Danke. Dennoch. Grüße gehen an die zweiten Lieblingsnachbarn in die Schweiz. Herzl, Spam, ab in den Chat. Bis euch der Nightbot 10 Minuten sperrt. Dankeschön. So, und kann man jetzt anfangen? Bitteschön. Dankeschön. Sie sehen heute müde aus. Was? Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, du hast die Erkenntnis. Ich hab halt keinen Bull gesoffen. Haben wir schon so weit. Und ein bisschen zu wenig Kaffee auch. Hab halt, weißt du, kennst du das, wenn du normalerweise, du hast ja 2 Monate lang so einen Schlafrhythmus eingerichtet, gehst um 3 in der Früh ins Bett, stehst irgendwann Mittag auf und auf einmal musst du zack um 8 in der Arbeit stehen. Heilige Scheiße, Alter! Da brauch ich gleich mal ein Fassel Kaffee. Fortfahren! Nein, nicht zurück zum Desktop. Was ist denn das? Wo ist... Warum? Was genau soll denn das eigentlich? Warum springt der da? So, jetzt los geht's. Los geht's. Okay? Leute, Dankeschön. Jetzt laden wir uns zurück und enjoy mal eine nette Story. Ja? Um ehrlich zu sein,
weiß ich schon wieder von letzter Woche nichts mehr. Wir müssen das eigentlich öfter hintereinander spielen. Aber da kommen wir gleich wieder rein. Pro Gamer brauchen keine Story. In einem Story-Spiel. So, da lassen wir sauber noch Haustürklingel. Weil... Und damit gegangen. Ja, Cara, die Klingelputzerin. Schau's an. Ah ja, wir haben mit dem anderen, mit dem Brackelviech, haben wir quasi mit der Kleinen abgehauen und haben uns ein Untersuche den Hinterhof, ja, und haben wir uns quasi einen Unterschlupf gesucht. Du sollst dich nicht umdrehen, du sollst hinschauen, wo du hingehst. So, jetzt ist die Frage, was man da untersuche den Hinterhof. Ja, okay. Man sieht sich, oh, da ist etwas schon hin. Wer ist das? Das ist unser Brackelviech? Nein. Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Ja, was, Rose, glaube ich? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Rose ist aber ein Was Krampertsberg kann schon. ich für euch tun? Ich habe Entschuldigung. gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Das, kurze Kritik, das ist die erste schlecht vertonte Person. Er ist die erste Wir schlecht reden lieber deutsch drinnen. vertonte Person. Oh, Rose ist eine nette, ja? Eher ein wenig dickere, aber nett. Ja? Das ist meistens so. Mensch, Kaiser! Fuck! Mein Herr Whitehouse ist jetzt... Alec, aber in Chat, rest in peace, Mr. Herr Whitehouse. So, Können wir Ihnen vertrauen? Rose gefunden. Nicht vertrauen, vertrauen. Ja, die schaut nett aus. Wir haben keine Wahl. Also die machen wir ein bisschen Bass. Also die machen wir kurz ein bisschen Bass. Und jetzt halt? Können wir mir schon wieder... Moment, ich muss kurz was umschalten. Hab was vergessen. War ich wieder nicht... Ah, hab ich doch nicht vergessen. Naja, dann ist es wurscht. Weiter geht's. So, was müssen wir... Was genau sollen wir da? Folge Rose nach drinnen. Wo? Ins Gewächshäusl? Nein, da eine. Ja. Los geht's. Schau mal, was die Rose für eine ist, was die wieder tut. Eine ins Viech! Kommt rein. Frau Kern, habe ich das gelesen, was du drunter geschrieben hast? Nein, schreib's nochmal in einen normalen Chat rein. Wie ist dein Name? Ich bin verwirrt. Es tut mir leid, Frau Kern. Kern, noch mehr eine in den Chat. Noch mehr eine ins Viech. In normaler Chat. Wie jetzt Kinderdonation. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Wie, die Kleine hat Fieber und Sie ist erschöpft. der Haushälterroboter erkennt's nicht. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen, ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Ist er ein Android? Hat man noch nicht gesehen, gell? Aber ich glaube, er hat kein so Ding an der Seite gehabt. Hab ich jetzt nicht genau gesehen, muss ich gestehen. Erst das Sauer im Kreislauf. Und ohne Anstaltung. Herr passt schon, jetzt wird schon wieder vom Essen geredet. Ja, jetzt haut's bloß ab vom Essen. Ich höre euch übrigens schon, dass ihr im Discord einen Rezepte-Channel wollt. Minecraft-Channel oder Rezepte-Channel? Sucht es euch aus. Hey, weißt du, was mir gerade schon wieder deren? In jedem Film, und da ist zum Beispiel The Walking Dead ganz schlimm. Ja, da renne ich in das eine Desaster, weil ich jemandem vertraue, dann komme ich gerade noch davor und dann renne ich zur nächsten fremden Person und vertraue dir wieder. Ja, das ist die Quintessenz von The Walking Dead. Ja, die hätten schon in Staffel 3 hätten die schon aussterben sollen eigentlich, die ganze Gruppe. Und jetzt haben wir es da gleich eigentlich schon wieder, eigentlich hätten wir ihnen nicht vertrauen sollen. Fix Mari. Egal wie nett das ausschaut. Da, der schaut schon wieder so komisch aus. Schuhe ausziehen. Mein Dirndl, du wirst dir denen deine Schuhe ausziehen können. Wie alt bist denn du? 10? Was? Alice ausziehen. Und ab jetzt sind ich und 910 Zuschauer auf einer Liste. Wo ich definitiv nicht sein will. Stop it, Game! Heraus! Dicke Titten, Kartoffelsalat. Ja, schneid zu, Dicke! Du ein Dickgummi, wirf ein Dickgummi! Wirf die Dickgummi jetzt! Mir geht es gut, Kyra. Das ist gut, das Wir ist können mehr. nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Ja, jetzt chill mal. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Du bist doch ein Mensch.
Menschen sind kompliziert. Manchmal ist es schwer, sie zu verstehen. Warum reden Sie nicht einfach mit uns? Dann sehen Sie, dass wir nicht böse sind. Sie ist doch kein... Was? Die Kleine ist doch kein Roboter. Was? Vielleicht eines Tages, Monty, ja. klar, jetzt ist sie wieder... Ist ein Roboter. Ich aber weiß das nicht, ist was du Mike, magst, aber stop hier it. sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Verstehe. Merci dir, Alter. Küss deine Frauli. wasche und trockne ich. Merci. Und viel Spaß mit dem Spiel. Essen vorschlagen, gute Nachtkuss. Küsschen aufs Nüsschen! Schlaf gut, Alice. Küsschen aufs Nüsschen! Das mag die Alice. Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Bambi, wo... Aber jetzt wieder Schule, es gibt früh und gehen wir ordentlich früh shoppen. Und morgen? Mit wem denn? Stärk. Mit wem soll ich denn früh shoppen gehen? Mit einem anderen, ja, wobei, wir haben ja schon zu zweit schon gegessen, die Festel gefeiert, aber... Stop it, please. Danke. Als ich. Das ist aber so Ich ein... bleib bei ihr. Da ist er nett. Netter Kerl. Ja, ist ein guter. Ja, ist ein gutes Brackel. Gutes Brackel. Ich weiß noch, wie mich eher ein bisschen erinnert an The Green Mile. Ein bisschen. Was heißt, der in Green Mile ein bisschen älter ist. Und ein bisschen... Aber nett. So, jetzt schauen wir mal, was die Rose so tut und wo sie die so sagt in den nächsten 10 Jahren. Schild mal! Blöde Frage, wann ist denn der Discord? Was ist denn noch der Discord? So was ähnliches wie Teamspeak? Falls der Teamspeak nichts sagt, Mischung aus Skype für die coolen Leute. Mischung aus WhatsApp und Skype. So, was müssen wir da? Sprich mit Rose. Ja, jetzt bin ich gespannt, was die Rose so kann. Rose, tell me your story. I wanna... Wo ist denn Rose? Rose, lass mich ran in der Kirche. Entschuldigung, oh Gott, das sind wieder 5 Uhr mehr in der Hölle. Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Bambi. Komm und setz dich, Kara. Fix lecken. Gib mir die Adresse und ich schau, dass wir ein Getränk im Fall erwischen. So, und wenn da noch 4-0 hinten. Ja gut, bei 4-0 vielleicht. Aber bei, Also, was machen wenn da noch 8-0 hinten dran. Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ich muss jetzt auf Sperr aufpassen. Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben Wahrheit jetzt sein, musste, ist immer gut. ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als Frau meins. Kern hab's schon gelesen. Ich musste sie Kriegst noch beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Ja, aber heute nicht Man alle. hört meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Ich weiß nicht, wie ich ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Stimmt, das Lage war beruhigt. der Hauptstory-Knackpunkt, diese Ansage in der TV-Station. Wir haben das vergessen. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Wer ist sie jetzt? Was ist denn jetzt? Hundertprozentig irgendwas mit der Kleinen. Hundertprozentig. Spannend, Leute. Was ist los? Waschmaschine. Das ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Was? Who the fuck are these people? Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind.
Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice, was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Ist auf alle Fälle wieder... Aus mit Schon dir. okay. Aus mit dir jetzt, bitte, jetzt fix Mari. Weil noch kein Nosch so hau. Dass du nur weißt, was du tust. Alice. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Zieh dir mal eine Hose noch jetzt! Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Ist auf alle Fälle schon mal wieder ein denkwürdiger Moment, wenn der eine Android einem anderen Androiden, der sich abschaltet, nachtrauert. Seltsamer Ding einfach irgendwie. Seltsamer Ding einfach irgendwie. Da, was soll man da? Sieh nach, was los ist. Ja, hab ich doch schon. Was? Ich geh zu Rose. Ich kann Rose! sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Was für Aktion wir hier Abweichler? Was? Das ist im Weißt du, Fernsehen, was Mann. passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen. Sie leben. Ich lebe. Du lebst. Sie sind nichts. Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis. Kein Mann jemals. Kruzifix, die scheiße Bohne mal dich! Ich dulde solche Reden hier nicht. Weiß ich nicht. Meine Mama ist gekommen, hat da die Letten ausgepackt und hat mir saurig gefutzt! Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich will das nicht. Weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Ich weiß so ganz so 100% Unrecht hat er nicht. Das ist so komisch einfach. Das ist, wie sollst du da in echt drauf reagieren, wenn es so weit ist? Was sollst du machen? Was? Ich weiß doch auch nicht. Ich weiß es nicht. War das ein Gucci-Slipper? Ja. Ihn. Es war lustig, wie du Russenslipper schreibst. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Schauen wir mal rundherum. Was da so... Was da wieder was durchkennen? Nein, aber nicht durchkennen. Aber am Fernsehen kann ich was tun. Mein Gott, der jetzt zieht mir eine Hose noch, Kruzifix. Was haben wir da? AP 700. Leider Gottes weiß ich die Modellnummer nicht mehr auswendig, für was für ein Ding das war. Oh, Fernseher schalten Schotten. Ja, dann hören wir mal was zur aktuellen Detroit Situation. steht unter Schock nach dem Androidenangriff auf den Stratford Tower. Die Maschinen sendeten eine Videobotschaft, die man nur als Forderungskatalog bezeichnen kann, über die Bildschirme der Stadt. Noch ist unklar, ob die Angriffe durch Fehlfunktionen verursacht wurden oder eine Organisation dahinter steckt. Bisher hat Cyberlife keinen Kommentar abgegeben, doch wir erwarten mehr Informationen in den nächsten Stunden. Also hundertprozentig fair sagt uns das auch nicht, außer dass die Menschheit offensichtlich ein bisschen hart angenervt ist. Oh. Es ist offensichtlich Weihnachten. Ja. Oh. Rede mit Adam. Aber warum?
Why should I do that? Gibt's auch nicht recht viel zum Singen? Was gibt's da sonst noch? Da ist ein Bettel. Oh, mal schauen. Jetzt schauen wir mal. Da muss ein Bettel vom Pap sein. Okay, okay. Adams Vater. Ist uns der schon mal untergekommen? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Entschuldigung, klingeln du jetzt? Die Polizei. Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Was ist da? Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Da war, okay, da war die Jacken, die haben wir weg. Was habt ihr, die Jacken weg, die Jacken weg? Scheiße, was war noch vom Androiden da? Irgendwas ist noch vom Androiden. Ah, fuck, was? Ah, ich weiß nicht was soll ich machen? Ich sehe aber heute einen. Luther, nimm Alice und versteckt euch. Ja, alle in die Waschküche. In der Waschküche. Alle in die Waschküche, da haben alle drin, das ist eh schon wurscht. Eine, hopp, hopp. Ja. Ja, sonst, was ist da? Ah, okay, das war mir Dusel als verstanden. Okay, jetzt machen wir auf. So, nicht der Polizist. Nicht der Polizist. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Nee. Darf ich Ihnen ein Ich paar tue Fragen das stellen? aus nicht. Dankeschön. Meint ihr Kann ich reinkommen? Natürlich. jetzt, ich bin ein Mensch? Sag ich das richtig? Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir Ich ist geh jetzt nichts einfach in die Küche, mal aufgefallen. einen Kaffee oder eine Tasse Kaffee, ja, fertig. Sonst noch jemand im Haus? Nein. Nein. Da sagen wir nur nein, wir. weil wenn nicht Alice ist in der Waschküche und sagt alle. Mach mir einen Kaffee, ja, mach mir einen Kaffee-Gel, da tun wir ein paar Kautropfen rein, dann passiert nichts. Werden Androiden nervös? Haben Sie Androiden hier? Nein. Nein, hier sind keine Androiden. Nein. No androids in the house. Oh. Sagt er nicht. Außerdem darf der gar nicht einfach so in mein Haus rein. Was ist das? Was tut denn? Kann ich währenddessen irgendwas tun? Danke. Ja, sauf deinen Kaffee und hau ab. Donuts hab ich gehört. Was ist das? Abgehoben Gaming! Merci für die Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi. Was? 100% Misstrauen. Was? Hätte ich noch nicht, was da ist. Raiden! Ist die Julia Kierner Single, ich weiß das Part. Birger Singlebörse. Weiß nicht, ich muss das höflich fragen. Ich weiß nicht, was ich da sehe. Der schlendert da einfach umeinander. Die Situation ist ein bisschen unangenehm. Wie heißt du, Junge? Günther. Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Verkackt, Alter. Ich hör's doch. Die Androiden. Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Oh Gott! Weißt du irgendwas über die Abweichler? Nein! Hast du welche gesehen? Nein! Nein. Ich habe nichts gesehen. Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Jetzt schäbert garantiert irgendwas in der Waschküche oder so. Ist noch jemand im Haus? Nein!
Waschmaschine! Das ist nichts, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Erik! Abend, Adam. Merci dir. Bussi aufs Nussi. Der Polizist ist ein totaler Depp. Ha! Und der Adam aber auch. Gib mir aber gleich saubere Umdrehung! Er ist weg. Mein Dirndl, jetzt zückt er endlich ihre Hosen. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Jetzt darf mich natürlich interessieren, was passiert, wenn es das Macht euch verkackst. bereit. Wir gehen heute Nacht. Das war knapp, Alter. Da schauen wir uns jetzt einmal, auf alle Fälle an. Da schauen wir hin. Schau mich hin. Herr Rotkopf! Fix letten! Jetzt hört ihr bitte endlich auf mit 10er und 20er, 50er und 100er umeinander zu schmeißen. Was ist da aus? Rest in Peace, Mr. Headphone User! Da gibt's mit Sicherheit einige. So, jetzt pass auf. Merci wieder. Bussi aufs Nussi. Rose geht, um Hilfe zu holen. Gut, im Haus hätten wir noch einiges mehr erkunden können. Sehe ich da gerade. So, der Polizist ist an der Tür. Da kämen wir nicht aus, der kommt so und so. Dann wird es da oben weitergegangen. Jetzt haben wir da rund mit Polizisten umgehen. Da hätte es auch unendlich Möglichkeiten gegeben. Und dann hätte es 3 Enden gegeben. Aber welche? Natürlich war es interessant. Aber schauen wir nicht lang. Weiter geht's. Wo haben wir? Beim Marcus. Ich glaube, wir haben beim Marcus. Da bin ich jetzt gespannt, wie sie sich unterhalten, wie die Ansage gelaufen ist und Unsere wie sie das Botschaft entwickelt. läuft überall. Jetzt wissen Sie es. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Sie werden nie mit Ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Reisinger! Kein Zacker, was du wegen Sport ab. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Er seht ihr. Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Was du wagst, Das reicht! Der Moritz Schneider? Der da auf Luftlinie 50 Meter wohnt? Und was machen wir jetzt? Habe ich dir im Vollbiss gewonnen. Merci dir. Ab in den Chat habe ich dort Herr Schneider. Was denn jetzt? Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. So krass, geil! Angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie Ihr wollt jetzt keine Lösung, wir werden sie angreifen. Wir haben Sicherheitssysteme. Wir bilden 5 Teams. Eins für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Das hat doch gerade geheißen, Gewalt ist keine Lösung und jetzt greift man vor mir Läden an. What? Das geht doch nicht gut aus. Markus, übertreib's nicht. Darauf habe ich lange gewartet. Sie ist die Oberrandale Schnullen. Die hat überhaupt keinen Spaß in dem Leben. Das ist so eine richtige, weiß ich nicht, so eine richtige Hardcore-Veganerin, die dir den ganzen Tag ein schlechtes Gewissen einredest, wenn du der Schweindel bloß anschaust. Markus, hier lang, schnell! Ja, schnell! Der richtige Veganer Karen. Ich möchte den Geschäftsführer sprechen. Mr. Joke Brother. Ist okay, Sie sind weg. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Jani, auch Wir müssen dich. aufpassen. Merci dir. Jetzt ist er Ruhe. Leute. Da liegt der Eduard Laser. Wenn du der originale Eduard Laser warst, da ich jetzt komplett ausflippen, ist das schon klar. Ja? Und da ich vielleicht auch meine Hosen ausziehen. Für die Freiheit. Denn Freiheit ist mir wichtig. Scheiß Eduard Laser ist der beste Mann am Platz. Der Laden ist hier drüben. So. Griswold. Wer kennt die Familie Griswold? I'm this old. I know family Griswold. Reimemonster. Bitch! Er weiß schon, ist die. Das sind wir für Sie. Ich glaube. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen.
Worauf warten wir noch? Ja, heute, langsam. Es ist doch immer die ganze Zeit von so Abweichlern die Rede, ja? Seit wann ist denn das jetzt so, dass jeder Android so ist? Oder ist da jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, dass jeder so ist? Den Wendepunkt, den habe ich nicht ganz mitgekriegt. Was soll ich da? Ich sichere das Gebiet ab. Analysiere das Schaufenster. Ja, das ist der Mann. Analysieren. Was gibt's da zum Analysieren? Siehst du das Alarmsystem? Gefunden. Okay. Das Alarmsystem ist schlauerweise natürlich mit da heraußen verbunden, weil das ist die sicherste Lösung, die man machen kann. Wo fangen wir an? Auf zum Sicherheitssystem. Ich glaube, wir können es deaktivieren. Los, mir nach. Und jetzt da blinde einfach hinlaufen oder was ist da kaputt? Was ist das? Das sind ja bloß Taxis. Los wieder in Ruhe. Aha. Netzwerkzugang gefunden. Das heißt, an der Stelle können wir mal sauber die Kameras ausschalten. Das kriegt ja keiner mit, natürlich. Weil, so was nicht. Was tun wir mit denen zwei jetzt? Die müssen doch auch befreit werden, das sind auch Androiden. Schaut's mir nicht so. Umwandeln. Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. Hä? Das ist neu. Daten werden verarbeitet. Alarmnetzwerk, Cyberlife Net ID. Bla. Da haben wir ein bisschen Hackerman spielen. Hackerman! 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 Marcus, Achtung! Schauen, befreien, verstecken. Verstecken ist immer gut. Oh, das ist eine verdammte Drohne, das habe ich nicht kommen sehen. Die Drohne blind. Die Drohne ist blind. Gut gemacht, Marcus. Was genau ist eigentlich du, North? Jetzt gehen wir da links vorbei. Kann man da sonst irgendwo so stellen? Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Ja, Da kommen wir noch schwer ran. War das jetzt das Licht von der Drohne? Falls ja, nicht gut. Frei. Da ist die Drohne, schie. Ah! Geh weg! Ja, eben können wir auch umwandeln. Erstmal alles sauber umwandeln. Was haben wir da? Herr Lieb, vergelt's gut. Jetzt wach. Geh nach Jericho. Das brauchst du dir jetzt wieder zusagen, du bist jetzt wach. Schleicht sich einfach alle jetzt da. So, wo und wie kommen wir jetzt da rein? Steht aber auch nirgends, was ich jetzt tun soll. Doch, da steht was. Erkunde das Gebiet, fang die Drohne ab. Verbleibende Zeit 8 Sekunden. Verdammte Scheiße. Verkackt! Okay. Was genau hilft mir das? Ja, wie soll ich das in 8 Sekunden schaffen, bitte schön? Ich muss jetzt da irgendwas rekonstruieren, wie ich die Drohne oberkriege, oder was? Ja, da kriege ich es, oder nicht? Komm ich auf das Gerüstding, ja, komm ich da irgendwie auf. Ja, okay. Das werden wir ordentlich verkacken. Schneller. Wir kommen da auf. Rudi, wir sind da aufgekommen. Die 8 Sekunden haben doch so lang.
Oh, jetzt kommt wieder der ultimative Parkour-Move. Pass auf. Nochmal. Geht schon. Geht schon. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Was benutze RT, um die Routenvorschau zu öffnen? Ja. 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 Vielleicht kriegen wir es doch noch in Time hin. Was? Minuten? So, es waren Minuten, irgendwann, es waren Sekunden. Ich habe mich vertan! Achtung, Parkour-Move 9000. Simon, Dankeschön! Nur kein Corona in Detroit. Ja, wir sind Androiden Corona gehen. Hätte ich fast verkackt. Dann müssen wir immer noch das Gebiet erkunden. Ich hoffe, sie hat nicht die Polizei gerufen. Ah, geh, Krampf. Zieh dir mal Jacken noch. Wir brauchen eine Blockade. Für den Verkehr. Eine Einbahnstraße, das sollte einfach sein. Ja, da hängt mir jetzt so ein Taxi und das fahren wir dann auf die Straße hin. Los geht's. Blocke die Straße. Marcus! Marcus, komm her! Die haben schickt mir noch weg. Da, umwandern. Ab mit dir. Abflug. Los geht's. Wieso haben manche einen gelben Ring und manche einen roten? Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. So, was sehen wir jetzt da? Jetzt passen wir hoch. Kommen wir da hinten? Ja, da hinten kann man aber so stehen. So. Da hinten kann man aber so stehen. Ich hab's schon gesehen. Los geht's. Marcus! Marcus, komm her! No parking, truck exit. Schauen. Stiehl den Laster. Ja, aber wieso? Da ist er. Was? Worauf The warten music wir is noch? so intense! Simon, merci dir übrigens. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich schon gesagt habe. Was tun Sie jetzt wieder für einen verrückten Scheiß? Ja gut, war gar nicht so verrückt. Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Oh, Hackerman! 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 Laster entsperrt. Sehr schön. Was würdest du nur ohne mich machen? Meine Ruhe haben. Guter Mann. Gute Frau. Oder gute Maschine. Keine Ahnung. Was geht mir jetzt mit dem Ding? Ich weiß, was du... Was geht so nicht? Laster entsperrt. Ja, und? Ach, da draußen ist geschlossen aufsperren. Ja, gut. Ja, gut. Mehrwurschkaiser. Gelb ist instabil und rot ist Software. Macht pst. Pst. Warum? Ganze Stratrix. So. Einsteigen, losfahren. Und jetzt der ganze Aufwand für das, dass wir Vollgas was in Laden krachen, Sicherheit der Plaza prüfen. Planänderung? Ich will nur sicher gehen, dass wir nichts vergessen haben. Ja, scheiß auf Sieger gehen. Los geht's. Eine ins Viech. Scheiß auf Sieger gehen. Der Markus hat schon jemand umgebracht. Dem ist doch das wurscht. Dem ist doch das wurscht. Das könnte gleich etwas lauter werden. Das ist der geilste Plan der Welt, ich weiß es auch nicht. Aber wir haben eh alle Androiden weggeschickt. Okay. Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Du gehst mal auf den Sack, Weiberlein. Alter, der Laster geht von 0 auf 100 in minus 4 Sekunden. Und der Stelle mir gut, dass wir den Alarmanlage ausgeschaltet haben, weil sonst hätte uns nur parkiert. Er hat uns gesehen. Hat
hätten wir nur die Straße blockiert. Die Polizei wird gleich da sein. Wir müssen weg. Warte, Marcus, wir können unsere Leute nicht zurücklassen. Es Stimmt ist doch, zu was spät mit noch. Straßenblockade? Wir haben versagt. Oh, verkackt. Marcus, wir haben es geschafft. Alle Teams waren erfolgreich. Unsere Leute sind frei, sind unterwegs nach Jericho. Mist! Wir haben's versaut. Unsere Leute sind immer noch Gefangene in diesem Scheißladen. Wir sind schuld. Nein, ich bin schuld. Ich hab's versaut. Es liegt nicht an mir, es liegt an dir. Wie konnte das so schief laufen? Ich dachte, du weißt, was du tust. Ich hab getan, was ich konnte. Tut mir leid, wenn dir das nicht reicht. Nein, das reicht nicht. Wir kämpfen einen Krieg gegen die Menschen. Versagen wir, zerstören sie uns. Kann mir irgendjemand diese Scheiße so einen Shell abreißen? In deinen Händen. Du musst Erfolg haben. Wieso denn nur in meine? Du hast Weil du keine nichts Wahl. kannst, oder was? Weißt du, so Hans. Halber da oben ohne umeinander laufen, aber hau mal vom. Halt dir dein Futzen, du Scheißhausruhe. Fix, Letten. Ja, mei. Flucht war nötig. Dann halt nicht. Leg mir da am Arsch. Hilft nicht. Hilft dir nicht. Gut, Kapitelwechsel, wir sind mit Connor unterwegs. Die Frage ist, wem die gerade auf der Spur sind. Wahrscheinlich der Kara und dem anderen. Ich bin immer noch so gespannt. Wir haben also gefühlt sind wir immer noch meilenweit davon entfernt. Wie haben Sie Kamsky gefunden? Ich weiß noch, dass der Typ überall in den Medien war, als Cyberlife anfing, Androiden zu verkaufen. Ein paar Anrufe und da sind wir. Wenn die drei Storylines zusammenlaufen, bin ich so gespannt. Es fühlt sich halt so, als wären wir da immer noch meilenweit entfernt davon. Aha. Die kenne ich doch. Schrödingers Katzenbratzelmatz. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Bratzelmatz? Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. So hat es auf einmal auch nicht stimmen. Gibt's immer was zum Essen? Die fällt gleich auseinander, schon hin. Die waren ja Ich sag keine Elijah Hosen Bescheid. und die haben Machen keine Sie es sich Schuhe. bequem. Kamsky, wir waren der Kamsky, ich hab's vergessen, ich sag's euch, was ist. Warte auf den Androiden, ja, okay. Oh, is a very good looking businessman. Look at him. Look at him. This dude is so business. Ja, jetzt sagt, da wird schon wieder analysiert. Kamsky, Elijah, Cyberlife, der Cyberlife-Gründer. Im Ruhestand seit 2028, das darf ich auch gerne sagen. Erfinder des Thiriums und der Biokomponententechnologie. Oh, das ist sowas wie der Tony Stark. Okay. Gibt's da sonst noch so? Ja, oder Riesendrum Food an den Dingen. Das ist interessant auf alle Fälle. Warum nicht? Aufrichtig analytisch. Ich bin analytisch, I'm a robot! LT-600 bestand als erster Cyberlife-Android den Turing-Test. What the hell Den is ganzen Turing? Technik-Scheiß kannst du dir schenken. Sie ist hübsch. Nette Hütte. Nette. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Gleich triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Ich glaube, dass dem wurscht ist. Ich sage es Ihnen danach. Jetzt setzen wir uns hin. Manchmal wünschte ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ja, jetzt chill mal, Hank. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Ich weiß nicht, kann sie die einmal ein wenig umtun, wenn sie sich so gar nicht da in, weiß ich nicht, im Begrüßungszimmer, das so groß ist wie mein Hauswort. Haus ist Wort. Analysieren kann man da. Was kann ich da analysieren? Warum kann ich es jetzt nicht mehr analysieren? Ich höre Klospülung. Elijah empfängt Sie jetzt. Aha! Was ist da los?
Kann das alles die gleichen? Mr. Kamsky? Okay. Einen Moment bitte. Ist der Mann nackt? Und schwimmt im Blut, sage ich das richtig? Was reden die zwei? Über was werden sich die zwei gerade unterhalten? Oh, ich hätte nächstes Jahr zu Weihnachten gerne PlayStation 5. Oh, ja, aber nur mit 2 Controller. Da kann ich nicht mitspielen. Ja, warte, bis du mich fertig mit deiner Schwimmerei? Bist du behindert, Alter? Was ist los mit dir? Brudi muss los. Brudi muss los. Die haben die bloß so als da ins Schmatzen. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Der schaut nicht so aus, als wäre er mir helfen. Abweichler. Ja, das ist jetzt wieder der typische Moment. Faszinierend, nicht wahr? Ja, die gibt's nicht. Oder Perfekte er hat's Wesen mit absichtlich unendlicher Intelligenz. Er hat's absichtlich Und jetzt einen freien Willen. Zufällig. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Etwas im Programm der Abweichler scheint Emotionen nachzubilden. Wir dachten, Sie wüssten vielleicht, wie es dazu kommt. Merci, aufpassen jetzt. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Auf der Seite der Menschen, natürlich. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Ich glaube, wir sind diejenigen, die die Fragen stellen. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Jetzt gibt's Umdrade. Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Merci, aufpassen jetzt. Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Der Charakter ist krass gut gemacht. Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder Was ist in dir Ihren Pool. wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Ich möchte schon wissen, was er zum Song wer du hat. bist. Ich möchte schon wissen, was er zum Song hat. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Oh, Kümmel, was ist das denn, du Hurensohn?
Du weißt, wenn du so Schulz! Schulz! Merci! Ich weiß, Gott sei Dank, also wenigstens ist kein Timer nicht da in der Obla. Ich weiß nicht! Ich krieg einen Vogel, Alter. Mich hat interessiert, was er zum Sagen hat. Mich hat interessiert, ob er absichtlich eingebaut hat, dass die Gefühle haben und sagen, ich will es nicht! Ich will das nicht! Ich weiß nicht! Mich hat so fest interessiert, was er zum Sagen hat, aber ich mag ihn nicht ins Gesicht schießen! Das habe ich selten erlebt in einem Spiel, gell? Sie fix! Sie Faszinierend. Cyberlifes letzte Chance, die Menschheit zu retten, ist selbst ein Abweichler. Ich bin kein Abweichler. War mir klar, dass er dann als Abweichler... Du hast eine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Bezeichnet wird. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Mich hätte schon fucking interessiert, erkläre ich gleich, wenn wir durchhaben. Übrigens, warum es ist gibt nicht immer erschossen? einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren, und du scheißt. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sag dir, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. So. Warum habe ich es nicht erschossen? Nicht, weil ich als Person jetzt diese Empathie habe, sondern weil ich glaube, dass die Figur Connor die Empathie hat. Wenn er schon die Anzeichen oder in die vorherigen Kapitel schon zeigt, dass er auch ein Abweichler ist und anfängt, menschlich zu werden. Darum glaube ich, hätte er es nicht erschossen. Ja? Und ich persönlich hab's nicht erschossen, weil es der Hank nicht wollen hat. Wenn der Hank ist ein geiler auf. So, jetzt bei so was. Ja, es gibt dann die andere Alternative, ist mit der Schießmaß. Die Frage ist aber halt, da haben nicht recht viele Knotenpunkte. Hätte er uns wirklich was gesagt? Ja, nicht spoilern. Ja, nicht spoilern, ja? Was, Statistik, weltweite Statistik, da ist wirklich jetzt auch mal interessant, die Stadt. 87%, 87% haben Chloe verschont. 13% haben es erschossen. Okay? 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 Das ist jetzt das erste Mal, dass ich so ein Kapitel habe, das mich fast dazu zwingt, dass ich es nochmal durchspiele. Weil mich einfach interessiert, was der andere jetzt da hat. Das war in keinem anderen Kapitel bis jetzt so krass wie jetzt da.
und da hat er recht, ein Mondzebra, weil vor dem Spiel keine Maschine sitzt. Das stimmt. Ich habe aber jetzt tatsächlich nur entschieden, was der Connor wahrscheinlich tatsächlich als Figur im Spiel tut. Herr Heinzinger, merci dir! Habe ich dir, ich bin frisch von der Spätschicht, was habe ich versandt, Meister? Weil das kann ich nicht alles erklären. Zur Not, Kinder, wenn es übrigens interessiert, das ist schon der 5. Teil jetzt in Detroit Become Human. Wenn es interessiert, ihr findet meine Streams als Video in meinem Kanal. Nicht in der Suche, einfach Birger in YouTube eingeben, in meinen Kanal gehen. Da gibt es eine Playlist gleich auf der Startseite, 2. oder 3. Zeile, wo alle vergangenen Livestreams drin sind. Wer das nachholen will, bitte Dank. Und an den Herrn Heinzinger natürlich, merci für deine 666, Alter. Auf alle Fälle haben wir jetzt wieder bei Marcus, der gerade ordentlich seine Mission verkackt hat. Mr. Joke Brother! Was? Habt ihr ihn geschossen? Hashtag Potato Aim. Es geht nichts über Potato Aim, Alter. Mein Gott, die Tussi geht mir auf den Sack, Alter. Hab mich gefragt, wo du bist. Ja, ist Lüge. Wissen wir beide. Du gehst mir auf den Sack ab. Hab! Nachdenken allein. Ich wollte nur mal allein sein. Ja. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Was ist, an der Stelle mal wieder da kannten noch ungefähr im halben Jahr. Hey, wenn euch gefällt, was wir mit da tun, lasst mir ein Like da, der kostet noch nicht einmal was. Wer hat das gerade irgendwo der aufgerufen dazu? Da, der Schmiedi. Was der Schmiedi denkt. Der Schmiedi denkt mit, Alter. Schmiedi denkt. Sagst du mal, ja, mit der, lass mal einen Daumen nach oben da. Und die Twitch-Leute, die lassen einen Follow da. Und alle, die noch kein Abo nicht da lassen haben, die drücken jetzt auf den Abo-Button und aktivieren die verdammte Glocken. Wir wissen nicht warum, aber mit dem wir es einfach. Wir müssen es bei anderen YouTuber auch tun. Also, what the fuck, was abonnieren? Wenn er sagt, ich soll abonnieren, dann tue ich das. Monkey see, monkey do. Boop. I'm a simple man. I see a Abo button. I press button. Merci. Birko! Merci! Special Greets erneut in die Schweiz. Der Minga TV schreibt, die das ganz Sub lassen, aber geht ja nicht. Nein, geht leider auch nicht für alle Neuer auf Twitch. Vielleicht haben auch die eine oder andere dabei. Es geht deswegen keine Subscription auf Twitch, weil ich dann auf YouTube nicht mehr streamen könnte. Kennt auch mal seit langer Zeit einmal wieder gesagt, glaube ich. Zwecks dem Exklusivvertrag, den man halt mit Twitch dann eingeben muss und so weiter. Und meine Hauptcommunity sitzt normal auf YouTube und deswegen ist es auch nicht schlimm. Lavo, servus, das ist ein Easter Egg für die Anja, wenn es das auf YouTube anschaut. Danke, weitermachen Meister, Hashtag Stammtisch. Anja, fühlen Sie sich gegrüßt. Was traurige Vollbier-Squad-Töne? Wieso das? Da. Keiner spoilert mich, was passiert, wenn man die Tussi da schießt, ja? Keiner. Ich lese schon ein paar, haben B gedruckt und ein paar haben es erschossen und so weiter. Alles. Alles. Never touch the red button. Ich bin Groot. Dann drückt ihn Lilan. So, Leute, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es ist mir eine Ehre, Sie belustigen zu dürfen. Ich hab Spaß, ihr habt Spaß, möcht's mehr im Leben. Daumen nach oben da lassen, Dankeschön, los geht's. Weiter geht's, so muss ich sagen. Du wirkst nachdenklich. Was? Ja, ich bin gescheitert. Ich war gestern in Panik. Ich habe versagt. Wir hätten siegen müssen. Ich kann mir solche Fehler nicht leisten. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Zu Recht! Zu Recht Sie haben sie Angst! befürchten einen Bürgerkrieg. Nein, das ist Terminator-Krieg, Alter! Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sehr fatalistisch. Na, gibt's ja nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Hoffen, dass die Vernunft siegt. Was für Vernunft, Alter? Du bist Du mit dem Laster in ein Geschäft erzählt, eingefahren. seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Das ist interessant. Menschlich werden geht einher mit Wahnsinn. Ausweichen, Aufrütteln und Wahrheit. Na, ausweichen. Los mich. Da gibt's nicht viel. Ich Eigentlich war war's ganz ein gut. Hausandroid, ein Sklave. Eigentlich war's so ganz wie gut. die anderen.
North der Vergangenheit interessiert mich ein Scheißdreck. Hau ab. Ich mag die nicht. Wo willst du hin? Ich mag die Ich will nicht. mit den Menschen reden. Probier das mit Reden vorher oder dann lass deine Geschäfte weg von ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich da davon halten soll. Ich weiß nicht, was ich da davon halten. Jenny! Was steht da? Der Mondzebra ist er sie. Hat mich nur umbenannt. Ah. Die Mondzebra. Dangjin. Wieso hat nie Blutletten in der Fotzen? Ah. Hashtag Pralinsquad. But that's none of my business. War das schon das Kapitel jetzt wieder, oder was denn? Da ist schon wieder Quampertsberg schon hin. Hallo, who is right? Wir alle haben Angst vor den dummen Leuten, denen wir sind. Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Na, werden sie einfach Es nie. ist der einzige Weg. Sie werden euch ausrasieren. Wandle weitere Androiden. Die Androiden hier könnten Dann müssen wir sich jetzt... anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Ja, aber... Das ist doch Blödsinn. Du kannst doch die nicht umwandeln und auf einmal sind es menschlich. Das ist doch irgendwie... Das ist komisch. Das ist ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen... Du bist frei. Wo sind denn da noch mehr Androiden? Geht zur Straße. Da ist noch einer. Glaube ich, ist das einer. Was ist dieser Android da? Komm mit uns. Let's go to the Mars! Robin Sparkles. Sind da noch mehrere Androiden? Ich sehe da keinen mehr. Schauen wir doch mal, geht zur Straße, was können wir da sonst da? Versammle deine Leute, wandle weitere Androiden um. Ich sehe da sonst keine mehr. Haben da noch einen? Da ist einer auf alle Fälle, da steht noch einer. So, du gehst auch mit. Braver Bub. Braver Bub, du gehst mit. Dann nehmen wir so viel mit, wie es geht. Jetzt wach. So fein nehmen wir mit, wie es geht. So fein, wie wir einpacken können. Bereite den Marsch vor, ein Scheißdreck. Da ist noch ein Android, ich sehe ihn doch genau. Ich warte hier schon 10 Minuten. Umwandeln. Du bist jetzt frei. Hat ein bisschen was von Assassin's Creed, wenn wir jetzt auf dem Herrscher. Was glaubst du, wo du hingehst? Los nach Haus, du lästiges Arschloch! Futzen kannst du haben. Du bleibst schön hier, Scheißmaschine. Und du kriegst dann aufs Maul, Fettsack. Na, da schau dir. Erst maulen, dann Schwanz jetzt hin. Same Ich shit, muss die different Straße person. blockieren. Was? Oh. Zweimal denselben Fehler machen ist nix. Gott verdammt! So, der blockiert uns jetzt die Straße, oder wie sehe ich das? Da hinten steht noch einer. Wo ist noch einer? Du bist frei. Okay. Haben wir schon zu sechst. Ja, zu sechst kann man schon mal einen Aufstand starten. So ist das nicht. Ja, geht zu jetzt. Komm. Da ist noch einer. Kehrt der schon zu uns? Haben wir den schon? Haben wir schon. Da ist noch einer. Den nehmen wir mit, Leute. Den nehmen wir mit. Was für ein Kanal? Wieso muss ich einen Kanaldeckel? Du bist frei. Was? Wieso kann ich das nicht einfach drin schaffen, wenn ich eh schon alle manipulieren kann? Was, dann wird's wieder fragwürdig. Weißt du, wenn ich musst alle... ihm nicht gehorchen. Ich komme mir vor wie ein Imperator. Flup. Flup. Du bist frei. Du bist frei, du bist frei, du kehrst jetzt mir, du kehrst durch die Blume, du kehrst jetzt mir, Alter. Jetzt schauen wir mal, was ist mit dem da? Checkoff, haben wir schon? Öffne den Kanaldeckel. Ja, das muss klar. Was der mit dem Kanaldeckel? Ich versteh's nicht. Kommt da jetzt der Androidenschwarm raus? Ach, das sind Jericho-Leute. Ja, gut, bin ich schon da. Ja, hilft mir jetzt immer schneller. Jetzt machen wir ein bisschen schneller da. Wandle weitere Androiden um. Ja. Also kann ich das jetzt schon aus der Entfernung? Du bist jetzt frei. Oh, das ist ein Kara schon.
Jetzt wird's krass. Ja, jetzt... Können wir da noch mehrere Dingsen? Okay. Stop it! Fuck you, drone! What? Soundtrack ist Gänsehaut Level 9000, Alter. Immer an. Das machen wir friedlich. Schaut ein bisschen nach Peace-Zeichen aus. What the fuck? Gleichzeitig kommt er mir ein bisschen vor wie der Neo, der vor mir alles hacken kann, was da ist. Auseinander! Sofort auseinander! That's cute. Das ist ein Befehl! Ja, that's cute. Ach du Scheiße. So eine verdammte Scheiße! Zentrale, hier ist Einheit 457. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht, Hunderte? Tausende? Sie marschieren. Sie marschieren die Straße runter. Das weiß ich doch nicht. Und jetzt? Also gehen wir weiter. Ja, okay. Hab ich nicht gecheckt. Entschuldigung. Oder gelungen. Ich bin gar nicht Maschine, ich bin stehen geblieben. Hä? Ich bin der nette Markus. Macke. Mal kurz Macke. Hab ich die Ehre. Nur der Knarre weg. Wir sind das Volk! Natürlich B! Sind ein Volk. Ein Gelenk mit am Arsch! Ein Gelenk mit am Arsch! Gleiche Rechte. Freiheit für Androiden. Keine Sklaven mehr. Ja, aber das Wichtigste ist, wir sind das Volk! Okay. Shit is going... Oh oh! Oh oh! Hoffentlich sind es aus, Androiden und Heck ist einfach kaputt so. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren. Ja, das ist so und zu ein sagen, dass wir lebende Wesen sind. Bis der erste Pflasterstoff liegt. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir eröffnen das Feuer. Wir wollen keine Konfrontation.
Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unsere Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinandergeht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind Nein! mehr als sie, wir können Gott, was sie... bist denn du für narische Scheißhausruhe? Heute mal den Fuchsen! Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Und hier zu sterben bringt uns gar nichts. Marcus, wir müssen weg, sofort, bevor es zu spät ist. Das ist eure letzte Chance. Geht auseinander, oder ihr werdet alle getötet. Just no. Stehen bleiben! Wir müssen zeigen, dass wir nicht weichen. Wir bleiben genau hier. Auseinander! Das ist eure letzte Chance! Das hier muss ein Statement sein. Wir rühren uns nicht, egal was passiert. Bitte, Marcus. Wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Chille mal, die Leute kommen dann schon. Die kommen dann schon. Wir bleiben stehen. Dort öffentliche Meinung. Marcus, was machst du? Wichtig. Sie werden uns töten. Das, Kinder. Um den Mord wieder gut zu machen. John? Und das, Kinder, ist Märtyrerschaft. Wie aus dem Lehrbuch. Schnell! Sie kommen! Wieder ein saugutes Kapitel. Wieder ein saugutes Kapitel. Holy shit, da hätte es auch haufenweise Enden geben. Aber wir sterben auch nicht. Ja, wir sterben nicht. Ja? Der Märtyrer im Marcus regelt den Shit. Ihr seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Ich bin sicher... Du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey, kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Saugutes Kapitel. Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück an Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Das wird ihm nicht gefallen. Das gefällt dem Hank nicht und das gefällt dem Connor nicht. Ah. Deine Mission ist vorbei. Es wird Zeit, zu Cyberlife zurückzukehren. Halt! Ich kann diesen Fall lösen. Ich brauche nur mehr Zeit. Es ist zu spät, Connor. Du hast versagt. Was? What? Okay, das kam unerwartet. What?
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Press F for respect? I guess? What? Das ist doch nicht deine Ernste. Tatsächlich. Jerichos Position unbekannt, nicht genug Beweismittel, Connors Serie wurde ausgemustert. Alter, was ist denn da? Alter, was ist da hinten für ein Entscheidungsbaum von what the fuck passiert da? Okay. Weiter? Das ist die einzige Option, die es gibt, wenn ich die Tussi nicht erschieße, dass ich dann ausgemustert wird. Ja, dann ist das, wie es ist. Reisinger, verkackt. Nein, das ist dann einfach Teil der Geschichte. Was soll ich machen? So, und jetzt hören wir uns irgendwie suspekten Musi-Sachen an. Dann schauen wir ein wenig aus dem Fenster aussehen. Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Oh. Wir sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Kann man mir kurz noch mal von vorne fangen? Wir sind fast da. Schaut mir die scheiß Musi aus, geh mal auf den Sack. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Das kennen wir doch irgendwo, ja? Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich Beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Wo zur Hölle? Geht schon weiter. Geht schon weiter, schützt mir eine Knirsche. Ja, Mike, gehört dann zu dem Ende dazu. Was soll ich denn sagen, Alter? Du hast dann Connor generell verkackt. Ja? Helft's auch nicht. Helft's auch nicht. Helft's auch nicht. Tja, ohne Connor geht's weiter. Geht's ohne Connor weiter. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Ja, aber mir nur abwarten. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Das kommt mir jetzt auch schon so. Die haben jetzt an der Grenze und dann ist theoretisch gar. Das glaube ich auch nicht. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Jetzt gibt's ja mehr Ruhe mit Verkacken. Was hat das mit Verkacken zum Tor? Ihr Vögel. Das ist es. Na los, Leute. Beeilen wir uns lieber. Wir müssen einen Bus kriegen. Orte Jericho. Muss jetzt da wieder diesem Scheiß da wieder folgen, oder was ist der Plan? Außerdem abwarten. Abwarten, ob der Connor wirklich weg ist. Ja, den wir mal abwarten. Und nein, wenn's gut ist, spielen wir nicht Minecraft. Nein, just no. Alle Androiden
Androiden an das nächste Polizeirevier oder die nächste Militär. Schauen wir erst einmal, wie es weitergeht. Außerdem 20% Schwund dann immer dabei. Völlig korrekt, Mondzebra. Wir müssen Alice ins Warme bringen. Androiden haben nichts getan. Die Cops haben sie einfach abgeknallt. Ein warmes Platz für die Alice. Alice! So wirklich schießt da aber nicht. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie Menschen, die frei sein sollen. Da ist er. Penatone, da stehst du hier, Alice. Der Neutralisierung ab. Keins, du glaubst nicht wirklich, dass du mit Nummer 5 Streams lang das Spiel spielst? Gleichzeitig. Nicht wirklich. Außerdem wart's nicht einmal ab. Weil wenn der nochmal zurückkommt, wenn der Hank oder der Connor nochmal kommt in dem Storyverlauf, dann kehrt eigentlich auch jeder Gescheitschmerzer jetzt aus dem Chat kickt. Und ich mache einen Stream, wo ich 2 Stunden nur die Leute auslöse. Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara, ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Zeichen! Nix verkackt, die Story nimmt Bürgers Lauf. Zum Reden. Sagst du das? Bin gleich zurück. Außerdem bin ich mir sicher, so eins von den Enden habt einige von euch noch nicht gesehen. So, müssen wir Marcus finden. Marcus hat eine Schusswunde, der wird mit Sicherheit irgendwo verarztet. Da drin vielleicht. Alice ruht sich aus für den Marcus. Na, offensichtlich nicht. Ja, irgendwo werden sie schon wieder zusammenbauen. Jetzt bei so. Es ist an der Zeit, unsere Maschinen zu zerstören, bevor sie uns zerstören. Weil das da war so interessant zum Wissen, was in echt passiert. Und langsam interessiert mich wirklich, wie es ausgeht. Chuck, Brother, was steht da? Du schaffst das, Go Bürger, wir sind das voll. Ich will das nicht! Es war ein Massaker. Hunderte von uns sind tot. Warum haben sie das getan? Warum? Obi kann ich nicht mehr, habe ich das richtig gesehen. Sie sehen aus wie Menschen, die frei sein Leute, chillt's mal, Mr. Wake! Wie sagt man bei uns am Dorf so schön mit 10% muss man reden? Ja, bei uns sind es 20. mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimacht. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Was kämen jetzt draußen? Was? Doch es ist unmöglich, dass die russische Armee Marke, wo bist du? Ah, da sitzt er, ist er das? Ist er das? Der UN-Generalsekretär. Servus! Ich bin's, Karen! Bist du Marcus? Blöd! Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten. Sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Was ist denn da schon wieder los? Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Danke für das Angebot. Aber wir wollen weg. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Das war jetzt das sagenhafte Gespräch mit dem Anführer von Jericho. Ist das der Ernst, oder? Was? Okay. Es ist an der Zeit, unsere Maschinen zu zerstören, bevor sie uns zerstören. Was mich immer noch fasziniert, wie schreibt man sowas? Was muss man für ein verdammtes Genie sein, dass man sowas schreibt? Wie kommt man auf sowas? Dann fragen wir, wie Leute wie auf meinen Blödsinn kommen. Das ist...
keine Ahnung, aber wie kommt man auf sowas? Das ist ein verdammtes Meisterwerk. Flashbacks. Aber warum? Du wusstest es von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest. Und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist. Um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Brudi muss los? Was? Wer lost sind? Ich wiederhole mich nur ungern, aber wer lost sind die Seife in Vorher wird zu voll vermessen. Mr. Becky, what the fuck just happened? What? Es ist an der Zeit, unsere Maschinen zu zerstören, bevor sie uns zerstören. So Shelby! Kara, stimmt irgendwas nicht? Stimme 11 von 10 zu, Herr Bastjo. Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Das ist, was Lavo gerade schreibt, war der Vater da, die hat doch einen Vater gehabt. Ich sitze keine Ahnung, ich sitze da und denke mir so, was?
macht! Dann macht's! Keine Ahnung, Alter! Keine Wir zeigen Ahnung! ihnen endlich, wer wir sind. Ich will keinen Krieg. Ray! Aber ich bin lieber tot, als Sklave zu sein. Die Frau Kern Was möchte bringt bitte es, frei zu sein, den Raiden, wenn niemand mehr am Leben ist? Geschäftsführer Raiden, Discord sprechen. Leute, jetzt chillt's! Die Menschen versklavten uns. Ich bereue niemals gekämpft zu haben. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Jetzt chillt's. Kämpft nicht untereinander. Christian, merci dir. Er hat recht. Ich kann sowieso überhaupt nicht mehr aufpassen jetzt. Ich hab keine Ahnung, ich kann überhaupt nicht mehr aufpassen, was die da überhaupt reden. Wer ist er überhaupt? Wer ist, was tun die da jetzt noch? Ich hab hier überhaupt nichts, Alter. Ich sitz da mit Brain AFK. Flupp! Aus! Keine Ahnung. Koppa, merci, Christian, merci. Jetzt auf jetzt mit die Zähne, Kruzifix. Ich kann... Lass uns einfach, ziehen wir es einfach durch. Keine Ahnung. Weißt du, was jetzt der Fight? Da ist einer in dem Jericho-Haufen drin ein Mensch ist. Marcus? Ich muss nachdenken. Ich kann Kruzifix, ich muss die ganze Zeit über all die Kapitel nachdenken, weil ich so, what? The fuck? Ja, Grante! Mit Menschen kann man nicht reden, sie sind brutal, voller Hass. Richtig! Und was sollen wir tun? Ja, und dumm, Still sein richtig! und gehorchen? Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Und mir den Zünder zu Kriegt geben. am 10 Max. Merci dir. Das nicht mit dem Euro, du Zipfe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Was soll ich denn jetzt irgendeine weiß ich nicht, Entscheidung treffen? Ich kann nicht nachdenken, Frau. Fix Wir erreichen letten. die Freiheit mit anderen Mitteln. Ich hoffe, du hast recht. Ich weiß nicht, was ich keine Ahnung, ich weiß überhaupt nicht, was das geht. Was immer morgen passiert. Du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen. Weg freigeschaltet. Also keine Ahnung, jetzt wird es sein. Die Hälfte schreibt bei, hey, es wird 2. Ja, es wird mal dezent 2. Okay. What the fuck ist denn hier? What? Marcus blieb mit seinen Gedanken allein. Drücke RB, um Connors Ablaufdiagramm zu zeigen. Hä? Scheideweg Connor. Ja, Brudi, Alter, wer soll denn da auskennen? Karas, was war? Ich hab keinen Plan mehr, was ist denn jetzt gerade passiert? Haben wir jetzt fertig oder was? Alter, da war es noch 100 Millionen. Ich kapiere nicht, ich verstehe die Frage nicht. Keine Ahnung, mir hat jetzt gerade einen Schalter rausgehauen. Ich weiß nicht mehr, ich weiß überhaupt was. Was? Eigentlich soll man aufhören. Das ist jetzt das letzte Kapitel, weil ich gar nichts mehr kapiere, Alter. Andi, merci dir. Kriegt der Marcus jetzt ein wenig eine Upload-Session. Was ist hier? Oh, jetzt haben wir wieder beim Karl. Schau, beim Karl haben wir. Feuerwehr, voll! Habe dort, bin wieder back, weil eine Zeit lang nicht mehr da. Nicht so schlimm, Alter. Welcome back. Ab in den Chat, habe. Beziehungsweise eigentlich BB. Jetzt sind wir wieder beim Karl im Heisel. Was der beim Karl im Heisel? Geht zu Karl. Wo ist der Karl? Der Karl kann dumm sein. Vielleicht tut er ein bisschen malen. Aber was der wird einer noch nicht mehr malen. Was sich da was geändert? Das ist ein bisschen bunter, hä? Hat er seinen Lifter, Treppenlifter wegen orange angestrichen.
Ich check überhaupt nichts mehr, was jetzt eigentlich gerade passiert ist. Sag das, was ist. Karl! Wer sind Sie? Wie sind Sie reingekommen? Ich möchte zu Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Du jetzt einmal deine Fotzen, du aufgeschleckter Spacko. Jetzt kriegst du es aber nicht umdrehen. Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann. Karl! Stirb mir jetzt ja nicht weg, Karl! Du warst nett! Geh zu Karl. Karl, das wird schon wieder. Karl. Nein. Marcus. Hey. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe sie vermisst, Karl. Ich habe sie so sehr vermisst. Was ist los, Marcus? Ja, hast du das nicht mitgekriegt, alter Mann? Sie brachten mir so viel bei, aber darauf war ich nicht vorbereitet. Ich dachte, wir siegen, weil wir im Recht sind. Ich weiß jetzt, wie falsch ich lag. Die Welt wird von Angst regiert, Marcus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Finde ich nicht gut. Ich will nicht, dass Blut fließt. Egal welcher Farbe. Aber sie schlachten mein Volk einfach ab. Ich muss eine Entscheidung treffen, die Millionen Leben betrifft. Und ich sage Ihnen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Schaut aus wie das blühende Lehm, Alter. Jetzt kommt da gleich von hinten ein Alien und reißt ihn in der Mitte. Du bist mein Sohn, das wird's reißen. Marcus. Das ist das i-Tüpfelchen für Brainfuck. Die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Was kommt denn jetzt wieder für eine Psychopathenscheiße? Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Ja, Karl ist ein guter, alter, weiser Mann. Ja. Es wundert mich jetzt fast, dass er nicht vor meinen Augen gestorben ist. Das wundert mich richtig. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Marschiere friedlich zu den Lagern, um die Behörden unter Druck zu setzen. Ja, wie wunderbar das funktioniert, wenn wir friedlich sind, das haben wir ja gesehen. Starte einen Angriff auf die Lager, um die Androiden zu befreien. Ich sag das, was es ist. Die ganze Friedenskacke, die hat nicht funktioniert. Darum gibt's jetzt aufs Maul. Gut, wenn Sie Krieg wollen, bekommen Sie ihn. Wir werden kämpfen für unsere Freiheit und wir siegen oder fallen. Seid ihr bereit, mir zu folgen? Die Option des Friedens haben wir getestet. Ja? Hat nicht funktioniert. Jetzt gibt's aufs Maul. Ne? Jetzt gibt's Ärger. Ja, jetzt ist mal Schluss hier. Wir können einfach einen Konner ausschalten und dann Arschlecken hier. Jetzt gibt's aufs Maul. Seit 6 Uhr heute das geht schon Morgen noch. gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt.
Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Bitte! Bitte! Madam President! Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können? Wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden... Das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, das Spiel ist zu der Phase entstanden, da wo sich jeder noch sicher war, dass die Frau Clinton Präsident der USA wird. Lol. Sicherheitshalber unterbrochen, um Nope. Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Bitte! Wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Bitte! Eine Ladung medizinisches Kobalt soll verschwunden sein. Angeblich wurden auch Armeewaffen gestohlen. Können Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Madam President! Madam President! Stimmt es, dass eine große Zahl Abweichler immer noch auf freiem Fuß ist? Wir haben noch keine gesicherten Zahlen, aber wenn es so ist, garantiere ich Ihnen, dass wir... Der Philly schreibt, beim Trump war die Story jetzt zu Ende. ...bald festnehmen und zerstören. Da hat sie in sein Golfwagerlei sitzen und da erst mal Runden umeinander golfen und sagen, was für Androiden, Alter, die haben alle kaputt. Danke. Das wäre alles. Sie gehen von Tür zu Tür und suchen Androiden. Es wird nicht leicht durchzukommen. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Müssen wir abhauen, Wir müssen oder? uns beeilen. Jetzt müssen wir abhauen. You are fake news. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Ah! Alles in Ordnung? Mir ist so kalt. Du bist der Roboter, der kann nicht kalt sein! Deaktiv. Was? So, jetzt hab ich gemeint, ich will sowieso, Alter. Jetzt hab ich gemeint, ich muss sie ausschalten. Bist du behindert? Ja, dann tu deine Temperatursensibilität, die dem weg. Weg! Ja, das sind die Vorteile, ja, das sind die Vorteile eines Roboters. Gleich geht's dir besser. Easy. Danke. Darum sind uns die Matzen auch überlegen. Ganz einfach. Kein Schmerz, kein Schmerz ist auch scheiße, aber wo genau müssen wir eigentlich hin? Erreiche den Busbahnhof. Ja gut, wenn wir den. Ja, da wird jetzt wahrscheinlich Stress geben. Lass mich runter. Zum Musi sagt so hart oder Stress. Hashtag Stress. Oh, du bist doch ein Brackelfiech, du brauchst sogar bis Twin nie. Mr. Dampfler! Pressekonferenz beim Trump. There are no rebel androids. You're fake news. Drink some bleach, you two. Und dann geht er golfen. Was sollen wir jetzt tun? Brudi, wenn wir das jetzt wieder verkacken, dann werden wir hinkriegen. Weiter, wenn wir den Bus kriegen wollen. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Krausi. Sinnesuche. Ich will erkennen, dass Pastor wirklich sucht und soll bitte den Raiden abgegeben werden. Sinnesuche. Bitte um ihre Aufmerksamkeit. Ah, Luise, jetzt muss mich jetzt konzentrieren, sonst stirbt die auch noch. Merci. Mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich friere mir den verdammten Arsch ab. Es wird Wochen dauern, diese Scheißstadt zu säubern. Glaub mir, wir sind hier noch lange nicht fertig. Da sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Oh. Na los, Bewegung! Ja, aber da war doch nur, ne?
Aber recht viele Optionen habe ich nicht. Weiter. Beeilung, rein da. Da hinten steht doch einer, der sagt mir doch. Aber woanders kann ich nicht hin. Da drüben, das sind die Cherries. Wir können nichts tun. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht, Alice. Wir können sie nicht hier lassen. Sie werden sie töten. Nix da. Tut mir leid, Alice. Wir können nichts tun. Wehe, du baust jetzt Scheiße, Kind. Was soll man denn hier jetzt? Die schießen uns einfach! Hey, Kumpel. Wir müssen weitergehen. Ja, das gefällt mir auch nicht, aber ich bin ein Mensch. Ich will nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich und wir wollen... müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Scheiß Androiden. Okay, ja, ich hab's gesehen, dass da sind. Nee, wir werden jetzt. Fix mal. Und jetzt haben sie die Soldaten noch in die Luft aufgelöst, oder was? Ein Kontrollpunkt. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer. Schafft man niemals! Ich mag keine Menschen mit Waffen. Sie machen mich nervös. Bleib ganz ruhig, okay, Luther? Du tust nichts, bis ich es sage. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Meine Tochter hat bei einer Freundin übernachtet. Wir haben sie abgeholt. Wir sind auf dem Heimweg. Er ahnt etwas. Vielleicht. Sei bereit. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Ihr ist kalt. Wir müssen sie schnell nach Hause bringen. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Hey, Moment mal. Er weiß es, Kara. Sie werden uns töten. Tu bitte nichts, Luther. Hörst du mich? Sie werden schließen. Sie werden Alice töten. Nein, das ist eine Lüge. Du hast was verloren. Das war so klar. Das war so klar. Danke. Das hat hart ins Höschen gegangen. Ja, eher Lind.
was Klauses! Fuck! Heute, am 11. November 2038, ist der Tag, an dem sich die Androiden erhoben. Gegen ihre Unterdrücker. Wir kämpfen seit der Dämmerung, um unser Volk aus den Lagern zu befreien. Wir werden nicht nachgeben, bis wir frei sind und Verhandlungen über unsere Gleichstellung beginnen. Es gibt Millionen von uns und nichts kann uns aufhalten. Es gibt Millionen von uns, steht sie auf der Straße mit einer Fahne. What? Hoppala! RL, BLT werde ich mein Leben lang verkacken. Tegel Wunderbitz da! What is happening? Der Busbahnhof. Wir sind da, Alice, geschafft. Der letzte Bus an die Grenze ist voll. Nur für Passagiere mit einem Fahrschein. Alle Abfahrten sind ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir haben keine Tickets, sie nehmen uns nicht mit. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Klar, dass ich irgendwie scheiß Tickets oder nur irgendeinen Scheißdreck brauche. Gib mir Tickets. Nein, nicht scannen. Nein, schlecht Idee. Scannen schlecht. Ganz schlecht. Wir werden schnell auffliegen. Ja, das werden wir. Finde Tickets. Wir müssen hier verschwinden. Ja, klar, einfach irgendwie im Koffer, aber. Dann verstecken wir uns im Koffer. Sicherheitskontrolle. Da ist eine scheiß Zeitung, die brauche ich nicht. Hau ab! Wo ist die Sicherheitskontrolle? Hau ab! Ich finde Tickets. Wo soll ich jetzt Tickets finden? Am Boden oder was? Mein Mädchen, du hast meine Tochter entführt! Jetzt kommt jeder hier! Security! Hier drüben! Was steht da jetzt, oder? Lassen Sie mich los, Todd! Uns auszuliefern bringt Ihnen rein gar nichts. Sie wissen das. Sie haben Probleme. Und das hat nichts mit uns zu tun. Als Ihre Frau Sie verließ, nahm sie Ihre Tochter mit. Sie konnten das nicht ertragen und kauften sich einen Androiden. Ein neues kleines Mädchen. Sie wollten sie lieben. Die Vergangenheit vergessen. Doch nichts konnte ihr Kind ersetzen. Ich wollte mir nur beweisen, dass ich ein guter Vater bin. Dass sie falsch lag. Du bist aber Hurensohn. Aber ich habe es nochmal versaut. Ja. Sie hatte doch recht. Ja. Ich hatte sie nicht verdient. Ich vermisse meine Kleine. Du ahnst ja nicht, wie sehr ich sie vermisse. Gibt es ein Problem, Sir? Nein. Ich habe mich geirrt. Tut mir leid.
Nice one, Todd. Viel Glück. Deine Tickets hättest du mir noch geben können, Todd. Wo soll denn ich jetzt scheiß Tickets finden, Alter? Vielleicht in der Zeitung da hinten. Das ist das Einzige, wo wir interagieren können. Ich weiß nicht, was da soll. Danke. Marcus. Sicherheitskontrolle. Oh. Bitte stillhalten. Geh weg mit deiner Sicherheit. Oh, die Öhrchen, schau die Öhrchen hoch. Ich glaube, Oliver mag dich. Ihre Tochter? Ja. So die für Sie ist Gefriesbelange. bezaubernd. Geschafft. Ich habe die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Du hast die Tickets, ja? Ja, Liebling, in meiner Tasche. Gut, dann lass uns gehen. Just no! Die sind jetzt doch nicht einfach aus der Tasche. Nein. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich war mir Scheiße, sicher. das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was Sie passiert können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck! Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? du Huren! Unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Warte mal! Gib's ihr da! Es lag auf dem Boden. Oh. Danke. Vielen Dank, Sie haben uns das Leben gerettet. Es tut mir leid, Alice. Es ist okay. Also, da ist so ein Erwachsenen-Ticket drauf gestanden. Das hätte uns einen Scheißdreck gebracht, das Ding. Sicherheitskontrolle. Bitte stillhalten. Oh, er steht da so seltsam unschuldig umeinander. Okay, das hilft uns absolut gar nichts. Danke. Jetzt kommen die da rein. Sicherheitskontrolle. Ja, Alter, wo soll ich denn jetzt Tickets herkriegen? Bitte stillhalten. Es wird ja nichts angezeigt. Es gibt nur diese eine Zeitung da zum... Schauen wir einfach mal in die Zeitung. Also wurscht, vielleicht liegen da Tickets drin. Detroit oder Bürgerkrieg in Detroit. Gewalttätige Konflikte zwischen Abweichlern und Soldaten. Hohen Warenvertritt im Weltkrieg. Bla 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 bla. Feed lost. Feed is lost. Jetzt haben wir dann gleich gefickt, Leute. Theoretisch muss ich da in irgendeine Situation ein... Adam! Kara, schnell! Mir nach! Schrei ein wenig. Vielleicht hört uns dann keiner. Rose! Gott sei Dank, ihr lebt. Wie hast du uns gefunden? Ich wusste, wenn ihr es geschafft habt, seid ihr hier. Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Top, bleiben wir mit Die raus. müssen weg, bevor uns jemand Pro-Gamer verrät. Move. Was ist mit den anderen?
Sie suchen an der Grenze nach Androiden. Aber ich habe einen Schmuggler gefunden, der sie über den Fluss bringt. Es ist riskant, aber es ist der einzige Weg. Möchtet ihr mitkommen? Ja! Andere Option sehe ich nicht. Außerdem war das nicht bloß ein Erwachsenen-Ticket, das hilft uns nichts. Dann hätten wir das Kind da lassen müssen oder das Brackelviech oder irgendjemand. Es geht doch rein, Tosen. Es geht doch rein, Tosen. Und die Situation in Detroit steht beinahe vor einem Bürgerkrieg. Die Streitkräfte sind bereit, die Androiden-Rebellion niederzuschlagen. Sie scheinen zu den Lagern zu wollen, wo internierte Androiden auf ihre Zerstörung warten. Soldaten haben am Hart Plaza-Lager Position bezogen. Man scheint hier jederzeit auf eine Konfrontation mit den Androiden-Rebellen gefasst zu sein. Freiheit oder Tod. Freiheit oder Tod. Angriff! Sie formieren sich. Sie sind mehr als wir und haben bessere Waffen. Wir müssen sie schnell überrennen, sonst sind wir verloren. Wir schaffen das. Wir werden dieses Lager stürmen und befreien unser Volk. Pass auf, Marcus. Unser Volk braucht dich. Was? Wir geben denen die Befehle! Feuer! Gebt mir Deckung! Ich glaube, ich hätte mir sparen können, so wie das sagt. Du kannst mich nicht retten, Marcus. Das Blut, das wir vergießen, klebt für immer an unseren Händen. Tolle Ansage. Gebt mir Deckung! Mein Gott, die verdrückt mich jedes Mal! Scheiß RP, scheiß RT! Ich will nicht sterben, Marcus. Ich will nicht sterben. Versteck dich! Rühr dich nicht, bis es vorbei ist, okay? Ja, was soll jetzt... Was... Gebt mir Deckung! Ich sterbe halt jetzt beim Deckungsfeuer. Aber was soll ich machen? Wir haben
haben hohe Verluste. Wir müssen schneller zum Lager vordringen. Bescheid, gibt's kein Deckungsfeuer! Was soll ich machen? Was soll ich machen? Granaten vergessen, das ist richtig. Ich weiß nicht, ich kann nicht recht machen, was soll ich machen? Bescheid zum Deckungsfeuer aus, los mit euch! Hallo, scheißen Sie jetzt! Noch mehr andere Seiten, da musst du irgendwo... Ah, Feuer! Auf mein Signal! Auf Position! Mir nach! Wir können nicht vorwärts. Das Maschinengewehr mäht alles nieder, was sich bewegt. Oh, für das hätten wir Granaten braucht, verdammte Scheiße. Bereithalten! Auf Position! Bereithalten! Für Jericho! Für Pro-Gamer braucht man Granaten! Scheiß auf Drohne! Wir sind fast da, Marcus. Jetzt haben sie einen verfickten Panzer. Für die Freiheit! Die haben einen Panzer, Alter! Oh oh! Die haben 2 Panzer! Was ist stärker wie ein Panzer? Richtig! 2 Panzer! Wird doch Zeit. Müssen wir weiterspielen, es hilft nicht. Wurden aufgehalten. Hat euch jemand gesehen? Nein, 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 ich glaube nicht. Haben Sie das Geld? Ja. Hier ist es. Okay. Die Boote sind da drüben. Es gibt Patrouillen am Ufer und auf dem Fluss. Startet den Motor erst, wenn ihr weit genug seid. Okay? Achtet auf die Strömung. Viel Glück. Mach dir keine Sorgen. Wir schaffen das. Bloß nicht reinfallen. Unsere Biokomponenten frieren ein. Boot soll ich nehmen, Wurst? Ja, aber was für uns? Take that boat, Karen! Es ist keine halbe Meile zur anderen Seite, okay? Es sollte nicht lange dauern. Vorsichtig, es sind Grenzpatrouillen auf dem Fluss. Vielen Dank, Rose. Ich wünschte, ich könnte euch rüberbringen. Ich lasse euch nicht gern hier zurück. Wiedersehen, Alice. Ja, so lange haben sie jetzt eingekippt, gell? Hey, und ihr passt gut auf euch auf. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite.
Ich helfe dir. Und schon paddel ich die eins. Sind weit genug weg. Lass uns den Motor starten. Ich mach das. Wird doch gesagt bei der Hälfte, oder? Alles okay, Alice? Wenn wir auf der anderen Seite sind, gibt es so viel, Oh, das kann ich da, Angie. Ich will alle Bücher der Welt lesen und Musik machen und tanzen. Wir können machen, was wir wollen, stimmt's? Wir sind dann frei. Ja, wir können alles tun. Wir sind dann wie eine Familie. Das ist Wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Das ist Mois. Es wird uns niemand mehr Befehle geben. Keine Meister, keine It's a Sklaven. trap. It's a trap. Es wird ein neues Leben. Ein Leben in Freiheit. Was ist mit dir, Kara? Was wirst du tun? Was ich tun werde? Ich will die Welt entdecken. Die Berge sehen, die Ozeane. Ich möchte lernen, erforschen, ein besseres Leben führen. It's a trap. I guarantee. Sie kommen auf uns zu! Sie kommen! Bus. Nicht schießen! Nein, da nicht wollte schießen! Wir geben uns! Da wollte ich nicht hindrücken! Da wollte ich nicht hindrücken. Da wollte ich nicht hindrücken! Martin, 2003113, was kannst du? Rechtsklick deinen Namen aus meinem Chat bannen, das kann ich zum Beispiel. Wir sind frei, Kara. Wir sind frei. Und ein Schnitzel gleich neu. Ich liebe dich. Kann ich so nicht stehen lassen. Kann man das nochmal neu anfangen? Nein, kann man nicht. Ich liebe dich auch. Wie kann ich das neu starten? Das kann jetzt aber nicht der Ernst sein. Es kann aber nicht der Ernst sein! Wie kann ich das? Möchtest du mich verarschen? Wollen Sie mich trollen? Wo kann ich das Kapitel neu anfangen? Haut mir nicht Kapitelauswahl. Du glaubst aber selber nicht, dass ich die Scheiße jetzt nochmal spiele. Aber ich dachte gerne lesen, was die anderen Optionen waren. Irgendwann ich muss irgendeinen Ablaufscheiß analysieren. Wo das ganze Spiel so ausschaut. Drück einfach blind auf Y und wieder schossen. So was scheiß Dumms. Kann man da irgendwas tun? Glaubst du aber selber nicht, dass ich das kann ich so nicht stehen lassen? So, nochmal.
Marcus war unsere letzte Hoffnung. Warum kann ich doch nicht da fortfahren? Mein Mein Kruzifixspei, ohne Scheiß, nerv mich jetzt ja nicht, ey. Was passiert jetzt mit unseren Leuten? Schauen wir, wo das anfängt. Kommt jetzt drauf, wo das anfängt. Ansonsten ist Schluss, weil es mir glaubt. Was soll jetzt das da? Mr. Brother! Bist du gleich durch, dann kannst du es nochmal machen. Das meine ich einmal übersehen. So, welcher Vollidiot hat mir jetzt gesagt, ich soll zurück ins Hauptmenü und das Kapitelauswahl machen? Wenn das jetzt von vorne geht. Meinen Fortschritt speichern. Deine vorherigen Kontrollpunkte werden ersetzt. Deine Geschichte wird beim Spielen aktualisiert. Meinen Fortschritt nicht speichern. Was? Keine Ahnung. Bis zu dem Kapitel ist mir wurscht. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine Nation. So. Sagen wir mal vor, dass ich einen Namen nicht weiß, weil sonst werde ich euch alle der Reihe nach Haus, alle meine Kanäle ballern für diese Nummer. So, Freunde! Da bedanken wir uns einmal bei den Leuten, die gescheit daherschmatzen im Chat. Bei denen bedanken wir uns ganz groß. Ich würde sagen, wir sprechen uns den nächsten Montag einfach nochmal. Ja, okay? Alles klar. Freunde der Sonne, und da die jetzt halt einfach sagen, Dankeschön. So kann man das Spiel kaputt machen. Warum, was mir ein bisschen nervt ist, warum schaut die letzte Aktion in diesem Spiel aus wie das ganze Spiel lang diese Rekonstruktionsmechanik und diese Vorbereitungsmechanik. Ich drücke einfach blind auf Y und denke, da muss ich bleiben, bumm, ist sofort eine Entscheidung und los und Ende. Da muss ich ganz ehrlich sagen, was habe ich so genug Mindfuckheit? Außerdem ist es halb Ewig. Ich würde sagen, also entweder spielen wir nächsten Montag nochmal das ganze Kapitel da, oder ich spiele kurz vorm Stream bis an die Stelle und dann spielen wir da an der Stelle weiter. So. Hast du schon mal länger wie ewig gestreamt? Hashtag NoFront? Ja, habe ich schon. Dennoch! Ach komm, das hat doch nicht so lange gedauert, der Bürgerzug. Doch, das, nein. Allein schon, weil ein paar Leute im Chat meinen, sie müssen gescheit daherschmerzen, auf dem habe ich schon gleich dreimal keinen Bock mehr. Ja, dann sage ich dennoch danke fürs Zuschauen. Ich würde sagen, am Montag spielen wir es fertig. Das fühlt sich nämlich sehr schwer nach dem letzten Kapitel an. Recht viel weiter kann es nicht mehr gehen. Aber wirst nicht die alte dann auch vorlesen, was? Wirst nicht die alte dann auch vorlesen. Weiß nicht, was du mir jetzt da damit sagen möchtest. Dennoch, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank für die ganzen Donations, was heute schon wieder völlig eskaliert ist. Wir sehen uns am Mittwoch. Was haben wir am Mittwoch? Ich weiß nicht, was haben wir am Mittwoch? Call of Duty. Call of Duty Community zocken ein paar Warzone-Solos. Warum nicht? Oder? Was, die alte Donation? Du wirst die alte, was los sehe, die kennen ja sonst nichts. Ich kann auch nicht recht viel. Aber für die meisten klang's. Stimmt, Half-Life haben wir noch, wir brauchen ein neues Spiel an. Ja, weil das schaut mir, das ist so gut wie beendet. Ja? Das ist so gut wie beendet, wenn du mich fragst. Das ist 100%ig das letzte Kapitel, das kann nicht mehr lang gehen. Was? Irgendwas, wo ich nicht lesen muss? Was ich da jetzt auch nicht lesen müssen. Was, der Witcher 3? Nein. Far Cry haben wir auch noch. Ich hab gestern wieder mit RimWorld angefangen. Weil der RimWorld ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Ob das allerdings was für ein Stream ist, ja gut, das habe ich bei Transport wie wahr gemeint. Mr. Patrick Rauch schreibt, du kannst in diesem Spiel nichts falsch machen, du kannst es in vielen Varianten spielen, mach weiter so. Das ist mir schon klar, dass das im Prinzip war das jetzt kein Fail, nicht auf gut Deutsch gesagt, wenn ich in Ruhe die 3 Optionen gelesen hätte und ich hätte mich dazu entschieden, mich zu ergeben, dann war man gestorben, dann war's wie es ist. Dann war es halt einfach so, wie es ist. Auf alle Fälle weiß ich jetzt natürlich dummerweise, was passiert, wenn ich mich ergib und werde es am Montag nicht auswählen, sondern halt irgendwas anderes. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es da nicht recht viele Optionen gibt, außer Stirn. Stimmt, dann Hitman haben wir noch. Hitman 2 steht noch auf der Liste. Auf das glaube ich hätte ich auch Bock. Ja, das überlegen wir uns.
Ja, das da die sagen, das überlegen wir uns, was wir mitgehen. Und dann haben wir vielleicht später mal das schnell fertig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch über 2 Stunden dauert. Schwindelig, nein, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er Ruhe. Nein, merci wie immer für die Unterhaltung, auch wenn es Ende blöd war, regt dich nicht auf. Wir schreiben das Ende nächsten Montag einfach um. Ganz einfach. Merci dir. Vielen lieben Dank. An die anderen, merci für die ganzen Donations, merci an die fürs Zuschauen, merci fürs Like da lassen. Hey, warum nicht? Alter, der kostet nicht einmal was. Merci, Alter. Merci für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Press F for Respect für die Moderatoren. JJ, Transportfieber Mittwoch. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, nach was mir der Sinn steht am Mittwoch. Ich muss mein Call of Duty Battle Pass noch fertig kriegen. Ja? Ja, 4 Optionen haben wir dann nicht mehr. Ich brauche noch 3 Level, brauche ich noch, glaube ich, oder 2. Die müssen wir am Mittwoch spielen. Wahrscheinlich. Schauen wir mal. So, jetzt ist er Ruhe. Mich! Mehr Transportfieber 2. Hashtag Güte. Mehr Transportfieber 2 ist mehr Güte. Ja, ansonsten war es jetzt dabei auch nichts. Die sind sauber zwingen F für die Moderatoren darin. Press F for Respect. So, der wir am Mittwoch nach was mir der Sinn steht und vielleicht spielen wir auch das einfach fertig und dann noch irgendwas anderes, werden wir dann schon sehen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wir haben sauber überzogen heute, kriegt mal die Babytröte, Achtung. Dann hust mir erst mal über 90-jähriger Kettenraucher, Alkoholiker und jetzt haut sich ins Bett. Nein, Schwilliger, Ruhe ist, kriegst du jetzt mal... Ruhe ist jetzt! Ich sag, wann Ruhe ist! So, und jetzt schleicht euch verdammt nochmal ins Bett. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis Mittwoch, 20 Uhr. Haut sie rein! Egal wie beschissen das läuft, die Babytröte erheitert einfach immer. Habe dir.